Ja, grüß euch benannt und einen sakrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Wollte euch nur kurzes Update geben noch. Leider am Samstag meinen Sollen nicht erfüllen können. Ja, war jetzt alles die Tage ein wenig stressig. Und ich musste heute auch noch in die Maluche, ne? Also heute äh, Montag. Wenn ihr das hier seht, ist es schon Dienstag. Da bin ich schon auf dem Summer Breeze. Da werde ich natürlich von da aus auch keine Videos aufnehmen können. Ich finde es schade, ich hätte euch gern noch ein paar Sachen dagelassen, ne? Und die dann übers Festival hinweg veröffentlicht. Ist jetzt zeitlich einfach nicht mehr rausgegangen. Tut mir fürchterlich leid, aber hat sich einfach nicht mehr ergeben. Aber ich wollte jetzt kurz einfach meine 2 Cents zu der ganzen Schanzenfest-Thematik geben. Weil lustigerweise am Samstag mich noch mit Leuten unterhalten habe, die gemeint haben, ja, heute machen die da irgendwie Schanzenfest 2025 hin und her, bla bla bla. Leute, die tatsächlich irgendwie auf TikTok einen Account haben. Und ich bin der alter Mann, ich kenne TikTok nicht aus und so. Ich habe echt gesagt, komm, was soll das? Da kommen mal 5 oder 6 Hanseln dahin. Ähm, und dann sagt der Herr Müller, okay, trollt's euch wieder und dann war's das. Ja? Und ich wurde eines Besseren belehrt. For better or for worse, wurde ich eines Besseren belehrt, als ich voller Erstaunen am gestrigen Sonntag feststellen durfte, dass tatsächlich knapp 4000 Schwindsüchtige nach Schauerberg gemeldet sind, um da ein Schanzenfest zu veranstalten, auf Basis eines YouTube-Phänomens, von dem sie keine Ahnung haben. Es ist wirklich, ähm, es ist wirklich beyond lächerlich, Leute. Und es, es stößt mich ab. Ich muss sagen, die Art und Weise, wie das erste Schanzenfest 2018 abgelaufen ist. Ich war damals noch nicht aktiv im Game. Ich habe damals von Rainer Winkler nur sehr, 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 sehr am Rande irgendwas gehört, hat mich alles gar nicht interessiert. Hatte ich null auf dem Schirm 2018, aber ähm, ich beschäftige mich jetzt auch schon seit einigen Jahren sehr intensiv mit dem Thema. Habe alle der einzigen Videos gesehen und habe natürlich viel nachgeholt. Und da sind wir genau bei dem Thema. Ne? Also ich bin ja auch nie jemand gewesen, der diese elitäre Schiene im Game gefahren ist. Also ich bin selber relativ spät dazu gestoßen, zu den Leuten hier im Game, und bin aber sehr herzlich aufgenommen worden. Und ich glaube, das hatte damit zu tun, dass die Leute gemerkt haben, okay, das ist jetzt nicht irgendein so Hype-Kasperl, der keine Ahnung hat, sondern der hat sich mit dem Thema schon ein wenig beschäftigt, so lange, bis er irgendwann zu dem Schluss gekommen ist, er wird da selber gerne mal seinen Senf dazu geben. Und dementsprechend hat man mich da auch recht herzlich aufgenommen. Und so ist es ja mehr oder weniger, ne, wenn man das jetzt umwälzt auf ne, unsere Gesellschaft in jeder Szene. Ne, du kommst ja nie irgendwie als Szene-Veteran in so eine Szene mit rein. Ja, das ist jetzt egal, ob du in der Metal-Szene bist oder in der Raver-Szene oder du bist, was weiß ich, ne? Und ich finde es immer wichtig, warum? Ne? Was ist die Intention? Und Internet-Hype ist erstmal keine gute Intention. Also nicht, vor allem nicht auf kurzfristige Art und Weise. Ne? Ich habe ein wenig das Gefühl gehabt gestern, wie ich es damals hatte auf dem Wacken. Ne? Ich habe jetzt auch im Übrigen, ich habe vorhin mir nochmal angehört vom Dr. Matt Dreger, die Visite.
Der hat da ein paar Sachen hat aufgenommen, wo ich ihm zustimmen kann. Wo ich ihm nicht zustimmen kann, ist, dass das ein reines Generation Z-Problem ist. Ich bin der Meinung, die Generation Z kann sich nur schneller und viraler über so Plattformen wie TikTok irgendwie zusammenrufen. Das Phänomen dieses irgendwas ist gerade im Hype und ich muss jetzt da dabei sein, obwohl ich überhaupt keinen Bezug zur Thematik habe. Und dann werden gewisse Veranstaltungen geflutet von, ja, sagen wir es, ist von Spastis, die keine Ahnung haben und von, die auch niemand, der Ahnung hat, da haben will. Und das ist ja kein neues Phänomen. Also mir ist das damals schon aufgefallen, schon vor 10, 15 Jahren. Es ist einer der Gründe, warum ich nicht mehr aufs Wacken fahre. Weil da wirklich einfach, weil da sehr, sehr viel szenefremdes Geschwerl unterwegs ist. Und wie gesagt, um es nochmal zu sagen, ich bin wirklich einer von diesen elitären Leuten, die dann sagen, ja, der oder jener selber eine Maske hin und her, bla bla bla. Ja, solange die Intention ähm, der Person gut ist, gut ist jetzt da subjektiv, ne, aus meiner Sicht. Solange das eine anständige Nummer ist und ne, dann passt es. Aus meiner Sicht. Und es werden auch ernsthafte Drachengame-Leute noch dazukommen. Ne, ins Game. Auch wenn das Game nicht mehr das ist, was es mal war. Und auch wenn es jetzt auch massiv abgeflaut ist im letzten Jahr. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Rainer Winkler jetzt über so eine Sache, wenn er mitkriegt, dass da 4000 Leute beim Schanzenfest waren, dass der da vielleicht ein wenig wieder einen Aufschwung sieht. Ne? Weil der wird ja auch checken, okay, die haben sich da über TikTok zusammengerottet. Offensichtlich gibt es auf TikTok Interesse, zumindest an den Memes. Und weiß nicht, ob er dann da der Versuchung widerstehen kann, da vielleicht doch wieder Barren rauszujockeln. Ne? Das kann ja gut sein. Aber wie gesagt, ich war nie sonderlich irgendwie auf dieser elitären Schiene. Also die Leute waren mir immer ein bisschen zuwider. Ne? Die in eine Szene reinkommen und ab da dann, in dem Moment, in dem sie da aufgenommen sind und etabliert sind, sagen, okay, und jetzt darf hier niemand mehr rein. So, ab jetzt ist es exklusiv. Ich durfte noch rein, aber danach, ne, das sind wie die Leute, die mit dem Paddel ersaufene Leute versuchen daran zu hindern, noch ins Rettungsboot zu kommen. Und so einer war ich nie und von sowas habe ich auch nie was gehalten. Ähm, ja, man muss einfach schauen, ne? Wenn die Leute anständige Leute sind und anständige Intentionen haben, dann warum nicht, ne? Und wenn man dann vielleicht auch mit deren Stil Content zu machen, egal ob es jetzt Reactions sind oder Musik oder was weiß ich, Wall of Text oder was weiß ich immer im Game, wenn man das dann von dem einzelnen Creator nicht geil findet, so dann gibt's 300 andere, die man sich anschauen kann. Aber was hier halt passiert, ist das, wie gesagt, was ich damals auf dem Wacken schon festgestellt habe. Damals war es halt nicht TikTok oder Telegram oder hast nicht gesehen. So. Damals liefen halt da irgendwie auf Galileo irgendwelche Reportagen über dieses Festival. Und im nächsten Jahr und im Jahr darauf noch mehr waren dann auf einmal diese ganzen, ja, das waren die ganzen Ballermann-Touristen waren auf einmal auf dem Wacken. Kennen nicht einen einzigen Song von irgendeiner Band, die da auftritt. Kennen nix. Laufen da in denselben Klamotten rum, wo sie im Vorjahr noch irgendwie auf Malle am Strand aus dem Eimer den Sangria gesoffen haben bis zur vollkommenen Bewusstlosigkeit. Führen sie auf, ihr Stall voll Affen und machen anderen Leuten das Festival kaputt. Ja? Und so ein ähnliches Gefühl hatte ich jetzt bei dieser vollkommen unnötigen, schwindsüchtigen Schanzenfestaktion. Ne? Vor allem, weil es ja auch
Ne, die sind haben sie beim Zwingel getroffen, sind den Pilgerweg gegangen, sind nicht einmal bis zur Schanze. Also, Schanze steht ja eh nicht mehr zum Ground Zero gekommen. Und haben sie dann wieder gezupft und das war halt irgendwie dann trotzdem für die anscheinend ein tolles Event. Und check ich nicht. Ja. Also, verstehe es mir falsch, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn da Katastrophentourismus betrieben wird. Also, wenn Leute da hingehen und sich das einmal anschauen, ich kann es empfehlen, das ist ja auch eine wunderschöne Gegend. Am Ground Zero selber siehst du nicht mehr viel. Ne? Noch weniger als damals, wo ich dort war, weil inzwischen ja noch mehr Gebäude abgerissen sind und diese ganzen Buggies da immer noch mehr die Pflastersteine aus dem Boden mit rausgenommen haben und so weiter und so fort. Aber ist eine schöne Gegend und aus Nostalgiegründen und wenn man vielleicht auch zu spät ins Game gekommen ist, um da selber mal gewesen zu sein, als das Haus noch stand, ne, und seinen brüllenden Bewohner noch beherbergt hat, da kann man da schon mal vorbeischauen, kann sich die Gegend angucken, kann sich vor allem auch mal das Dorf anschauen, weil vom Dorf selber hat man damals ja immer relativ wenig mitgekriegt und die ganze Atmosphäre, wo du denkst, dass sowas einfach in so einem Dorf passieren kann, wird noch utopischer, wenn du das Dorf und die Leute da mal anschaust. Und ja, ich halte es für einen Riesenschmarren, dieses Ding zu veranstalten. Das war eine Verselbstständigung eines Internet-Memes. Und das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass es stimmt, was ich gesagt habe. Ne? Rainer kann nicht von heute auf morgen sagen, ich bin jetzt nimmer auf TikTok und deswegen bin ich keine Person des öffentlichen Lebens mehr. Insofern ist es schon richtig, dass das Internet nicht vergisst. Das Internet vergisst nicht diesbezüglich. Ne? Diese ganzen, diese ganzen vermimten Nummern, die er gebracht hat, diese ganzen Sprüche und Forza ist fertig runtergeladen und das ganze Gedöns, das gibt's halt im Internet. Und das geht da auch nimmer raus. Traut euch, kommt zu mir und der ganze Schmarrn. Nur, dass halt er nicht mehr als Referenz da ist und die ganze Sache sich verselbstständigt und die nächste Generation, die da wenig Ahnung davon hat, äh, die macht da jetzt ihr eigenes Ding draus. Und das wird man nicht aufhalten können. Vollkommen klar. Das wäre gegen Windmühlen kämpfen. Im Gegenteil, ich glaube, das wird es schlimmer machen, zu versuchen, aktiv dagegen vorzugehen. Weil es wird immer irgendwelche Dullis geben. Ich meine, die Dullis, die das jetzt organisiert haben, werden wahrscheinlich den ein oder anderen, die ein oder andere rechtliche Konsequenz von der ganzen Nummer erfahren dürfen, weil ne, die Polizei und die Behörden sind halt durch die jahrelange Terrorscheiße mit Rainer da ein wenig dünnhäutig, da der mal sagen. Ne? Und da wird relativ scharf geschossen im übertragenen Sinne, wenn es da darum geht, dass da jemand hergeht und die Scheiße baut. Und das finde ich auch gut so. Ich habe es selber erlebt, als ich dort war, sind auch ein paar Halbstarke gekommen und angefangen, die Scheiben anzuschmeißen. Und das muss halt einfach nicht sein. Wie gesagt, man kann da hingehen, man kann sie irgendwie ein Löschzwerg mitnehmen und dann Monster Energy oder sowas und kann sie dann da hinhocken, eine halbe trinken, einen Herrgott einen guten Mann sein lassen und vielleicht kurz den Lügenlord-Song anstimmen. Und dann schleicht man sie halt wieder und schaut sie die schöne Umgebung an und geht dann vielleicht ins goldene Herz noch auf einen Absacker, ins rote Herz noch auf einen Absacker rein. Ne? Das kannst du machen. Aber da irgendwie so eine riesen Bullshit-Veranstaltung aus dem Arsch zu ziehen, damit da wieder tausende Leute mitten im Sommer dahin kommen und die Leute wieder ein versautes Wochenende haben. War in Bayern wirklich wochenlang war Arschwetter
das richtig zum Sparen war, jetzt wäre endlich einmal schönes Wetter gewesen. Jetzt müssen sie sich mit diesen ganzen Dullis da umeinander schlagen. Und wie gesagt, ich habe die Bilder gesehen. Ui, da waren Leute dabei, die waren wahrscheinlich noch nicht einmal auf der Welt, wo der Rainer seine ersten Videos hochgeladen hat. Was machen die auf diesem scheiß Schanzenfest? Was ist da los? Und da geht es halt dann eben auch nicht mehr um die Sache. Da geht es nicht um Drachengame, was er gesagt, was er gemacht hat oder so. Da geht es auch nicht mehr um die Sachen, um die wir uns mehr oder weniger, also wir, ne, die, ich sage jetzt mit Anführungsstrichen, etablierte Haterschaft und seit Jahren lang irgendwie diskutieren, Moral oder nicht Moral. Das ist schon lange nicht mehr die Frage. Ne? Die Frage ist, tut das Not oder tut das nicht Not? Und das tut halt nicht Not. Ja. Das, ähm, ja, unnötig. Unnötig ist, glaube ich, die Vokabel, die Nummer am besten beschreibt. Unnötig und peinlich. Und ich sage, ich hätte nicht gedacht, dass es so viele Idioten gibt, die das tatsächlich durchziehen und dahin meddeln. Ich wurde eines Besseren belehrt. Wir werden sehen. Ne? Irgendwer hat schon danach geschrien, hier nach dem Schanzenfest ist vor dem Schanzenfest, sie wollen nächstes Jahr nochmal eins machen. Wie gesagt, wenn sie sich's einbilden, die Konsequenzen werden sie tragen müssen. Weil ich nehme an, dass da ein Haufen Kosten entstanden sind mit der ganzen Nummer. Da war die Reiterstaffel dort und die anderen haben da irgendeinen. Die Gemeinde Emskirchen hat von sich aus geschaut, dass er Fläche findet, wo die ihre Autos hinstellen können. Das ist auch vollkommen schwindlig, ne? Die kommen gegen den Willen der Gemeinde dahin und proben den Aufstand und die Gemeinde sagt, okay, scheiße, wir machen wenigstens irgendwie eine Möglichkeit, dass die da parken können, damit es nicht vollkommen alles im Chaos versinkt und die sind nicht irgendwie bei wildfremden Leuten in die Einfahrt reinstellen oder so. So eine Nummer ist das und keine Ahnung, die Vermüllung und der ganze Graffel. Da wird ein empfindlicher Betrag zustande gekommen sein, der da jetzt mehr oder weniger von der Kommune getragen werden muss, erstmal. Aber täuscht's euch nicht. Ich glaube schon, dass die Kommune und die Behörden und dergleichen schauen, ob sie da irgendjemandem habhaft werden können, der hier die Zeche zahlt. Und der wird blöd schauen, wenn er den Deckel kriegt. Der wird richtig dumm schauen und ich wäre da gerne dabei. Ne? In diesem Sinne. Leute, tut nicht, was Rainer tut und wenn ihr zur Schanze geht, dann ne, verhaltet euch anständig. Könnt da gerne irgendwie einen trinken oder so, aber schmeißt keine Scheiben ein, reißt nichts ab, geht da nicht irgendwie in Speicher und fallt runter oder sonst irgendwas. Geht's dahin, trinkt euer Bier, macht's ein Foto für die Erinnerung und dann lasst den Herrgott und Gordon Moser und schaut euch die schöne Gegend an. In diesem Sinn, haut rein. Headlove.